Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, da ist das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Ja, ich bin immer noch fertig, Leute. Ich bin körperlich, geistig fertig. Das Spiel hat mich gestern echt gefrackt. Ich war 90 Minuten angespannt. Quasi genauso viel geschwitzt wie die Jungs auf dem Feld. Ja, und ich denke, am Ende des Abends war es ein verdienter Champions League-Sieg. Ja, auch wenn man nur das Spiel betrachtet, was am Ende verdient, wie ich finde. Klar, wir haben Glück gehabt, dass es keinen Elfmeter gab. Wir haben einen überragenden Neuer gehabt, aber Leute, wenn ihr euch an meinen letzten Talk erinnert, ich habe gesagt, so wer das erste Tor schießt, ist wahrscheinlich gut dabei. Und ja, ein guter Torwart wird's rausreißen. Und was der Neuer da gestern gehalten hat, zweimal, also ja, ich denke, da gibt's nichts zu meckern. Das war à la Oli Kahn-Manier. Und ja, war für mich Man of the Match, auch wenn der Coman das Tor gemacht hat. Auch wenn es schwerfällt, Man of the Match oder Spieler des Matches oder der Mannschaft hervorzuheben. Aber ja, da hat der Neuer gestern auf jeden Fall seine Klasse gezeigt und hat den Unterschied gemacht, muss man so klar sagen. Erste Halbzeit war es auf Augenhöhe, ja. War am Anfangsphase, hat sogar Paris gehört, wie ich fand. War Paris besser, hat die besseren Chancen gehabt. Nichtsdestotrotz hatten wir den Levi-Pfostenschuss und dann gab es nochmal diesen Kopfball von Levi, der leider genau auf den Navas kam. Ansonsten hätte es da schon 1-0 stehen können. Also Chancen hatten wir auch. Was mich persönlich sehr imponiert hat, ist halt, dass wir trotz Mbappé, Neymar, Di Maria, der für mich auch der Beste in der ersten Halbzeit war von den dreien, dass wir trotzdem unseren Stiefel durchgezogen haben und dass es geklappt hat. Ja? Klar, wir haben das gewisse Spielglück gehabt, keine Frage. Wir haben den besseren, ja, keine Ahnung, Navas hat sich auch keinen Fehler geleistet, aber wir haben halt den besten Torwart gehabt und haben halt auch das Glück gehabt, dass so zum Beispiel diese eine Chance von Mbappé, den genau auf dem Neuer quasi rückpassmäßig hinschiebt, anstatt den einfach in irgendeine Ecke zu zimmern. Aber trotzdem, man muss erstmal die Eier haben, seinen Stiefel so durchzuziehen. Und ja, auf der einen Seite wäre es vielleicht interessant gewesen zu sehen, wie die Mannschaft reagiert, wenn wir ein Tor kassieren. Ich bin froh, dass wir kein Tor kassiert haben. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, so gegen Ende hin, so die letzte Viertelstunde, hat bei mir so das Gefühl überwiegt, so, ja, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde spielen, ohne dass die ein Tor schießen. Also wo 5 Minuten auf Anzeige stand, Nachspielzeit, was natürlich völlig überzogen war. Ja, habe ich nicht wirklich Sorge gehabt. Klar, kam immer mal wieder so ein Kribbeln auf, wenn dann nochmal so ein Tempostoß kam, aber ja, von Neymar war relativ wenig zu sehen, bis gar nichts, würde ich sagen. Das war so Messi-mäßig. Den haben wir mannschaftlich sehr gut aus dem Spiel genommen. Wie gesagt, Di Maria außen und auch Mbappé außen haben uns wehgetan. Gerade Mbappé hat uns wehgetan, so wenn er angezogen hat. Das hat man gesehen. Da war der Kimmich ja nicht überfordert, aber ja, muss man einfach da mal eingestehen. Das ist halt einfach ein Spieler, Alter, der den Unterschied machen kann. Ne? Wir können froh sein, dass er aus einer Verletzung kam. Ich denke mal, das hat man dann auch so die letzten 20 Minuten hat man schon gemerkt, dass Paris platt war. Ne? Deswegen ist dann auch so mein Gefühl, dass ich sagte, ja, wir könnten noch irgendwie eine Stunde spielen, die würden kein Tor schießen. War zumindest so mein Gefühl. Ne? Ansonsten denke ich, hat man auch gesehen, die Einwechslungen haben uns gut getan. Ja? Und man hat auch keinen Unterschied gesehen, muss man sagen. Alle Spieler, die reinkamen, waren heiß. Perisic hat mir, ja, war ein bisschen so, weiß ich nicht. Das war ja vielleicht so der einzigste, aber
Er hat gekämpft wie immer und alles gut. Und ich denke mal, man hat schon gesehen, dass da nicht so ein Abfall war nach den Einwechslungen bei uns, wie es bei Paris war. Also ich denke, gerade dass er die Maria rausgenommen hat, habe ich nicht wirklich verstanden. Ich habe ihn eigentlich sehr stark gesehen bis dahin, habe den Davies da gut beschäftigt auf der Seite. Muss man fairerweise sagen. Ja, und die Einwechslungen haben halt irgendwie Paris eher geschadet, wie verbessert, fand ich. Ansonsten war es ein interessantes Finale. Es war klar, wenn ganze Fußballwelt irgendwie ein 4-4 erwartet, dass das erste Tor entscheidet. So ist der Fußball, aber wer kennt es nicht? Und ja, ich würde sagen, der Vollständigkeit halber gucken wir in die Statistiken rein. Für mich das geilste Bild des Abends übrigens, ja. Ich hab es selber noch nicht gesehen. Ich bin selber gespannt, was die Statistiken sagen. Gefühlt hatten wir auf jeden Fall viele Ecken, die komplett ins Leere gingen. Okay, Ballbesitz 38:61, Abseitsstellung, Fouls 16:22. Das hat man gemerkt, gerade dann auch so die Schlussviertelstunde. Vielleicht da auch nochmal, wenn man jetzt die Zweikämpfe sieht, 55% für Paris, 44% für uns, ist untypisch für uns. Was wir aber sehr gut gemacht haben, was mit Sicherheit auch eine taktische Vorgabe war, wir haben immer im richtigen Moment gefoult. Ja? Wir haben einmal in der ersten Halbzeit, glaube ich, war es, wo sie dann den Freistoß hatten, nicht klug gefoult, aber ansonsten an der Mittellinie direkt unterbunden durch einfach einen Foul. Ja. Der Schiri hatte keine klare Linie, wie ich fand. Ja, wir hatten Glück mit den Elfmeter. Hätte man Elfmeter geben können, auch wenn es jetzt, ja, es war gleich gestreichelt. Er hat den Ball nicht getroffen, er hat nur einen Gegenspieler getroffen. Wäre nicht so komisch verspätet hingefallen. Mbappé hätte wahrscheinlich den Elfmeter auch gekriegt. Auf der anderen Seite, ja, die strittige Szene für uns, der Elfmeter, war in meinen Augen auch kein Elfmeter. Also ich hätte beide nicht gepfiffen, aber wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn der gegen uns gepfiffen worden wäre. Durch den Videoschiri. So in normaler Geschwindigkeit, denke ich mal, war es für alle kein Elfmeter. Gut, wie gesagt, da haben wir Glück gehabt. Wir haben generell das Spielglück einfach auch gehabt, muss man fairerweise auch sagen. Aber wie ich schon sagte, wir haben klug gefoult, wie ich fand. Obwohl wir relativ frühzeitig gelbe Karten gekriegt haben, die ja nicht wirklich gelbe Karten waren, ne? Bis Paris dann mal die erste gelbe Karte gesehen hat. Und was mich richtig aufgeregt hat, war in der zweiten Halbzeit dann, ja, hat der Neymar wieder den Neymar gegeben, ne? Hat da wieder den Hernandez gemacht, Alter. Er wurde nur leicht berührt, hat er geschrien, als hätte ihn einer das Messer in die Augen gestochen, Alter. Und natürlich, selbst wenn er nicht geschrien hat, sobald irgendwie der Neymar sich auf den Boden geschmissen hat, gab es einen Freistoß, Alter. Dasselbe wie mit Messi. Ja, wie gesagt, man muss die Spieler schützen, alles gut. Aber wenn es halt nun mal ein normaler Körperkontakt ist, ohne einen Foul, nur weil er sich auf den Boden schmeißt, muss man das nicht pfeifen. Werde ich nie verstehen. Und das hat mich ein bisschen abgefuckt, muss ich ehrlicherweise sagen. Da waren ein paar Szenen bei, die lächerlich waren, aber gut. Am Ende hat es gereicht, am Ende ist alles scheißegal. Aber so eine kleine Aufbereitung müssen wir ja machen. Wie gesagt, die Zweikampfquote verwundert mich jetzt schon. Also zweite Halbzeit hatte ich schon das Gefühl, wir waren gut drin in den Zweikämpfen. Ja. Wie gesagt, wie ich schon sagte, wir haben klug gefoult, wie ich fand. Schüsse gesamt 10-12, Schüsse aufs Tor 3-2, Ecken 4-4. Boah, 4 Ecken hatten wir nur. Alter, das kam echt mehr vor. Könnt ihr mal sehen, ey. Flanken 7-18. Ja, wie man sieht, war es sonst ausgeglichen, ne? Paris, wenn man es jetzt runterbricht, war das zweikampfstärkere Team, wir das Team, was mehr vom Spiel hatte. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit für mich absolut verdient. Die zweite Halbzeit haben wir Paris einfach im Griff gehabt. Ja, klar haben sie immer wieder mal ein paar Vorstöße gehabt, was man auch nicht verhindern kann gegen so eine Offensive, das muss man einfach so sehen. Gewonnene Zweikämpfe, Livi 8, Kimmich 8, Thiago 6. Thiago habe ich auch gut gesehen, sehr gut sogar. Mir sehr gut gefallen. Wenn man jetzt mal bei Paris guckt, gewonnene Zweikämpfe, Neymar 10, Kehrer 9, Marquinhos 7. Kehrer fand ich erste Halbzeit richtig stark, hat mich überrascht. Zweite Halbzeit war er schlecht. Hat er keine Chance mehr gegen Kingsley gehabt. Weiß ich nicht warum. Keine Ahnung, erste Halbzeit war er richtig stark.
sind wir nicht durchgekommen über die Seite, ne? Muss man fairerweise auch sagen. Ballkontakte, Kimmich 96, Thiago 95, Davis 83. Kimmich war sehr offensiv, sehr, sehr offensiv, Alter. Das hat mich manchmal schon geschockt. Habe ich schon immer so gedacht, Alter, jetzt rennt er wieder da vorne, wenn wir jetzt einen Ball verlieren und dann kommt der richtige Pass auf Mbappé, Alter, dann ist er durch, ne? War mutig, sag ich, hat man Eier für gebraucht, aber wir haben uns auch relativ wenig Fehler vorne geleistet. Erste Halbzeit war richtig schwierig, wie ich fand. Die erste halbe Stunde haben wir sind bis zum 16 haben wir gut gespielt. Und dann der letzte Pass, Alter, der ging gar nicht. Ja, ob es jetzt an den Bällen lag, ich meine, das ist auch ein Witz im Champions League-Finale, dass sie alle unterschiedlichen Druck haben. Aber am Ende des Tages, wie ich schon sagte, alles scheißegal, Alter. Wir sind Champions League-Sieger, alles andere ist wurscht. Ja, ansonsten wollen wir auch gar nicht, was weiß ich, wen rausheben, Noten vergeben, sonst irgendwas. Leute, wir sind Champions League-Sieger, verdienter Champions League-Sieger, wie ich finde. Und wenn wir unbedingt jemanden herausheben wollen, ja, dann heben wir den Neue heraus im Finale. Coman hat super gemacht, ja, auch wenn er mit Augen zugeköpft hat. Das Ding hat er super reingemacht. Ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, ne, als Jugendspieler aus Paris. Finde ich gut genug befunden. Und ja, ich hatte so ein bisschen die Angst, dass das Bernard auf der anderen Seite uns wehtun würde, aber der wurde auch relativ frühzeitig ausgewechselt. Was ich auch nicht verstanden habe, er hat auch wirklich, wirklich stark gespielt. Also, was der da hinten auf der Seite weggearbeitet hat gegen uns, Hut ab. Ich habe ihn aber auch bei uns gerne gesehen. Ich habe viel von ihm gehalten. Er konnte sich nicht so richtig durchsetzen wegen Alaba. Hätte man ihm aber das Vertrauen gegeben, ja, hätte er halt auch sich so entwickelt, wie er sich bei Paris entwickelt hat. Und das ist nicht schlecht, wie ich finde. Ich habe ihn auch schon bei uns gemocht. Ja, das sind so die kleinen Geschichten des Finals. Ja, entschuldigt mich, dass ich jetzt nicht freudestrahlend, überschwänglich, sonst irgendwas bin. Ich bin, wie gesagt, ja, so richtig fassen kann man es irgendwo auch noch nicht. Zumindest ich nicht. Und bin heute auch nicht so gut drauf und ich habe körperlich mitgelitten und geistig. War schon lange nicht mehr so angespannt beim Spiel. War schon krass. Was natürlich geil war. Keine Frage. Und ja, wenn wir vielleicht nochmal einen ganz kleinen Ausblick die Zukunft machen. Wir haben jetzt 2 Wochen frei, soweit ich das weiß. Und dann geht schon wieder los mit Pokal und Bundesliga und ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich finde es relativ, was heißt relativ? Ich finde es sehr, sehr schwierig, da eine Prognose zu machen. Also wie willst du die Jungs jetzt nochmal motivieren, Alter? Jetzt mal ernsthaft, ne? Wir haben das Triple geholt. Wir sind gerade Champions League-Sieger geworden und in 2 Wochen müssen wir hier um die Ecke bei mir beim FC Düren in die 5. Liga im Pokal antreten. Ich bin gespannt. Ich meine, der Flick hat es ganz gut hingekriegt, die Mannschaft hungrig zu halten. Und das hat uns die letzten Jahre auch immer ausgezeichnet. Ich bin gespannt, ob wir es in der kommenden Saison auch so, gerade in der Hinrunde, ja, ob wir es weiter so durchziehen können, unseren Stiefel. Ich bin gespannt, ob die Motivation da ist. Weil es ist menschlich, wenn man alles erreicht hat. Ja. Ja, dass man dann vielleicht ein paar Prozent weniger gibt. Ne? Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Was man vielleicht auch noch sagen kann, oder was ich auch als Grund noch sehe, warum wir Champions League-Sieger geworden sind und warum ich auch so ein gutes Gefühl hatte im Vorhinein, ist einfach die Mischung. Ne? Das muss man ganz klar so sehen. Wir haben Spieler gehabt, die Champions League noch nicht gewonnen hatten, die heiß waren, die jung sind. Nehmt nun Alphonso Davies, Alter, 19 Jahre, ist Champions League-Sieger. Ist Triple-Sieger. Kimmich ist jetzt Champions League-Sieger. Ein Gnabry, ein Coman und so weiter. Und dann hattest du halt schon die Spieler, die das kennen, ne? So Müller, Boateng, Neuer, die einfach schon die Erfahrung hatten von Champions League Finals. Ich glaube, für Müller war es das 4. oder 3. oder 4. Mal, genau wie für Boateng. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, als wenn du so eine Mischung hast und wenn du weißt, was auf dich zukommt in so einem Spiel und wie man agieren und reagieren
und so weiter kann, muss, soll. Das ist und das wird uns nicht schwächer machen. Ne? Wenn der Hunger bleibt, was die Frage sein wird in der nächsten Saison, aber wenn der Hunger bleibt, die Erfahrungen, die die Mannschaft jetzt gemacht hat, werden uns definitiv nicht schwächer machen. Ganz im Gegenteil. Und wenn man mal gesehen hat, wie halt auch Spieler wie Odriozola oder auch Hernandez, der nicht wirklich so, ja nicht wirklich auf dem Platz standen, wirklich viel gespielt haben. Man hat aber einfach gesehen, dass sie ja voll und ganz Teil der Mannschaft waren, ja, und sind. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Thiago, ja, habe ich leider den Eindruck gehabt, dass er sich mehr oder weniger verabschiedet hat. Was ich natürlich sehr schade finde. Hat für mich ein sehr gutes Spiel gemacht und auch die letzten Spiele, wenn man jetzt mal gegen Lyon, wo er so ein bisschen fahrig war, wegnehmen. Wird uns aber auf jeden Fall mit seiner Art und Weise, wird er uns fehlen. Auf dieser Position bin ich mir sicher. Klar, mit Kimmich und Goretzka, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken. Oder auch mit Coco, also Tolisso. Wenn man ihm das Vertrauen gibt. Ich finde ihn auch bärenstark. Also für mich auch ein überragender Spieler, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ja, mache ich mir keine Sorgen, wenn Thiago weg ist. Steht ja noch nicht fest. Vielleicht bleibt er ja, ich weiß es nicht. Aber wenn er gehen sollte, Sorgen mache ich mir nicht. Definitiv nicht. Es wird ein bisschen anders sein. Es wird uns ein gewisser, ja, wie soll man sagen, ein gewisser Charme wird uns fehlen. Ballbehandlung, seine Körpertäuschung, wo er dann einfach auch wie eine einfache Körpertäuschung hinten Lücken reißt. Ja, das werden wir natürlich dann nicht mehr haben in dieser Art und Weise. Ja, das war schon einmalig. Genauso wie Coutinho. Coutinho war für mich auch, ja gut, er hat jetzt nicht mehr viel Einfluss genommen aufs Finale. Aber wenn man so gesehen hat, wo er reinkam, dass er Lust hatte, auch dass er voll integriert war und keine Starallüre, nichts gezeigt hat, so bei uns jetzt unter Flick. Ja, sehr schade, dass, ja, dass da irgendwie eine Zahl von 100 Millionen im Raum steht. Ich glaube, wäre es so 20, 30 Millionen, hätte man, ja, hätte man ihn. Natürlich kommt es dann noch auf sein Gehalt an, was wahrscheinlich astronomisch hoch ist, was dann unseren Rahmen sprengen würde. Aber wenn das alles nicht wäre, so von dem Leistungspotenzial her, denke ich, wäre er auch ja, weiterhin gern gesehen bei uns. Naja gut, Leute. Wie gesagt, Champions League-Sieger, verdienter Champions League-Sieger in meinen Augen. Ihr könnt mir gerne dazu was in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht. Ja, und also ich bin, was Fußball anbelangt, vom Kopf her, vom Gefühl her gerade auch absolut leer. Ja, ich bin absolut down. Ich denke, den Spielern wird es nicht anders gehen. Also gut, dass 2 Wochen ist eigentlich viel zu wenig, dass aber wenigstens 2 Wochen jetzt irgendwie, ich weiß ja gar nicht, ob 2 Wochen können sie wahrscheinlich gar nicht frei haben, müssen wir Training anfangen. Oder wahrscheinlich gar nicht erst aufhören, ich weiß es nicht. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Neue Saison, je nachdem, klar, vielleicht reiten wir auf der Erfolgswelle, getragen durch den Champions League-Sieg, einfach weiter. Kann passieren. Aber es kann auch passieren, dass wir vielleicht in ein Loch fallen werden, weil die Motivation einfach und der Wille, sich noch immer jedes Spiel zu quälen, jedes Spiel weiter Gas zu geben, vielleicht nicht mehr so da ist. Das wird man sehen. Wenn das so sein sollte, ja, muss man ehrlicherweise sagen, dann auch sagen, es ist da menschlich und man sollte sich dann darauf zurückbesinnen, was man halt gerade als Fan miterleben durfte und was die Mannschaft erreicht hat. Und ja, es ist sehr schade, dass die Mannschaft das nicht gebührend. Sie werden es gebührend feiern, machen wir uns nichts vor, aber es ist natürlich was anderes, wenn du dann erstmal irgendwie 3, 4 Wochen im Urlaub gehst, nach so einem Champions League-Sieg, kannst du das wahrscheinlich ein bisschen anders genießen, als wenn du jetzt irgendwie 3 Tage die Sau rauslässt, dann nochmal 4 Tage frei hast und dann schon mit dem Training anfängst. Ja, ich bin megamäßig stolz auf die Jungs und auch, wie Hansi das sagt, auf das ganze Team. Ich denke, man hat das super gesehen gestern nach Abpfiff. Ja, dass es ein ganzes Team ist. Ja, nehmen wir Alaba außen vor.
aber ansonsten hat man das gesehen. Jeder Betreuer, jeder Spieler, ja, man hat einfach gesehen, dass es ein Team ist, ja? Dass alle mit im Boot sind. Vielleicht ein kurzes Wort zum Alaba noch. Ja, ich fand es eine große Geste, es war auch in Ordnung, den Neymar da mal kurz zu trösten. Aber das irgendwie 3-4 Minuten zu machen und nicht mit der Mannschaft zu feiern, fand ich ein bisschen komisch. Hat mir nicht so gefallen. Liegt aber einfach an der Art Typ, der ich bin. Ja, ich würde nämlich dann auch die Sau rauslassen mit meinen Kollegen. Klar kann man da mal kurz hingehen, wenn man irgendwie eine Beziehung zu demjenigen hat und ihn mal kurz trösten, aber irgendwie da 3 Minuten auf ihn einreden. Ja, dann lieber mit den Worten von Kimmich auf die Frage, tut Ihnen Messi leid? Nein. In diesem Sinne, Leute, genießt das oder genießt das, was die Mannschaft für uns erreicht hat, auch in diesen Zeiten. Haben sie uns oder mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur der Erfolgs wegen, einfach dieser Spielweise wegen. Und auch, dass wir den Mut hatten, auch gegen Paris, gegen diese Offensive, Dreierreihe da vorne so zu agieren. Und dass es am Ende des Tages gereicht hat. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch einen schönen, kurzen, fußballfreien 2 Wochen oder was es sind, ich weiß es gar nicht. Und natürlich rot-weiße Grüße gehen raus. Feiert schön, genießt es und seid einfach stolz auf unseren Verein. Was wir diese Saison erreicht haben, ist einmalig und wir schauen mal, ob uns die Erfolgswelle noch weiter trägt. Ich glaube, wir sind bei 30 ungeschlagenen Spielen in Folge irgendwie und also wettbewerbsübergreifend und so weiter. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich denke einfach, ja, dass uns die Mannschaft begeistert hat, dass die Mannschaft mit Sicherheit auch den einen oder anderen Nicht-Bayern-Fan begeistert hat. Und ja, wie gesagt, ich bin stolz auf die Mannschaft und ich freue mich auf die kommenden Wochen, auf den Neustart. Und ja, wir werden sehen, was passiert. Schwer vorherzusagen, wie ich finde. Und sollte jetzt alles keine Rolle spielen, genießt das, was wir erreicht haben. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis zum nächsten Mal.